Wir begrüßen ausdrücklich, dass wir ein Archivgesetz heute zu Lützeburg schon. Ich meine, Ferien haben alle gut erklärt, wie das wichtig ist, und ich will das nicht nachher wiederholen. Auch schließen wir als der ganz gerne denen nun, die so in der Zeit, dass das Projekt in einem Gebäude für die Archiven auch realisiert wird. Ich meine, auch du, als Schülerin, Heibannen, du mal d'accord, es gilt als Kollektiv Gedächtnis von diesem Land, von unseren Institutionen, Administrationen und so weiter zu pflegen, auch für Notwelt zu sichern und auch zu verschaffen. Wir hatten als aber eine ganz frohe Gestalt, wenn wir diesen Text gelesen haben, für auch andere, wir kommen vielleicht auch zum Teil zu anderen Konklusionen. Das ist die Notion von Archiv selber. Am Gesetz steht eigentlich das Ensemble de Documents, aber ich meine, die erste Phase für ein Tri zu machen, den ein Tri möchte, was ist eigentlich der Wert für gehalten zu gehen oder nicht der Wert für gehalten zu gehen, aus dem den damit schafft. Es müsste also eigentlich gesagt gehen, ein Archiv, das ist ein Ensemble de Documents, aber die mit der Intention ugelöscht gehen, für auch Gehalt zu gehen, für konserviert zu gehen. Nicht all Dokument aus der Wert konserviert zu gehen. An den ersten Tri wird gemerkt von dem, der man ein Dokument schafft. Ich meine, das ist einfach die Realität von der Verwaltungsarbeit. Dann haben wir uns auch gewundert, dass Kirche und Staat ein bisschen an den Dippe geheilt goufe von einer Regierung, die sich einfach bretzt mit Broschüren überall, dass die Trennung von Kirche und Staat realisiert wird. Global Religionsgemeinschaften und Archiven gehen als Archivpublik tituliert, am Donno gibt gesagt sind aber all Derogationen. Als da den Demand gewirrscht von der Kulten hier am Land, für was geht das so gemerkt? Das wäre interessant für das zu wissen. Natürlich soll der Staat eng Hand bitte, so wann dir Hilfe braucht für Archiven zu stockieren, wann eng Hilfe braucht für sie abzubreden, für d'État civil und ein anderer wichtiges Dokument zu pflegen, dass sie mir dafür zu helfen. Mit die Marschei als sich eng echt von der Appropriation und dann eng von der Derogation, wo der Staat praktisch souveränement décidiert, was mit den Archiven von der Kulte soll décidieren, als das auf dem Mann von der Kulte geschieht, oder wie definiert dann der Staat sein Verhältnis zu den Kulten. Dann ein bisschen einen unglücklichen Ausdruck als dat, was soll mit den Archiven geschehen oder mit der Kollektion von Dokumenten, wenn zum Ende von ihrer Nützlichkeit für Verwaltungsprozess kommen sind, hier steht es so final, ein anderer Begriff wäre vielleicht besser gewesen. Aber auf jeden Fall geht es um eine Decision, ob dann soll ein Ensemble von Dokumenten geheilt oder dieselbe Ensemble soll komplett zerstört gehen. Es gibt auch da ein Mittelweg. Es gibt auch da eine Möglichkeit für zu differenzieren, aber zu so ein Deler heilen wir, am Deler heilen wir nicht. Natürlich stellt das Gesetz enorme Herausforderungen Verwaltungen, wie sich auch mit qualifiziertem Personal zu dotieren in den nächsten Jahren. Das darf ich nicht unterschätzen, aber auch technisch. Ich meine, guckt allein, was in den letzten paar Jahren geschieht, als 34 Jahre nach Magnetbänder auf riesige Küsten, wo wir damit geschafft haben. Alles das muss ja auch irgendwie auf einer moderne elektronische Mittel überschrieben gehen, oder kann ja nicht all die Maschinen halten, da muss ich noch wissen, wie man da umgehen. Das heißt, die Konzept von Archiv, die kriegt eine ganz technische Dimension, neben dem rein dokumentarischen, für alles das können weiter abzubereden, was wir an Daten an den letzten Jahrzehnten gesammelt haben. Und auch das ist ein Aspekt, den ich nicht darf vernachlässigen, neben dem dokumentarisch-archivarischen, auch dem museal-technischen, der muss matt bedurcht gehen. Wir haben uns gewundert auch ein bisschen über den Umgang mit den klassierten Dokumenten. Es gibt zwar wohl Garantien hier an dem Gesetz, die aber nicht mehr Israel betreffen, auch die Armee, auch die Polizei haben so Dokumente. Polizei ist zum Beispiel hier auch für die Leute Antiterroristen zuständig. Das allgemein an diesem Text zu lesen, was wir auch auf vielen anderen Texten von dieser Regierung gesehen haben, dass ein bisschen ein laschen Umgang mit dem, was um die nationale Sicherheit geht, aber mit dieser Sicherheit, wir hätten uns da gewünscht, dass wir seriös, wir fundierten Umgang da gepflegt gewesen. Derogationen gedenk Party, wir haben all die von Derogationen profitieren, mit den verschiedensten Argumenten, auch die Moyen, wie wirklich damit umzugehen, Institut Grand Ducal und andere, soll man denen helfen, haben sie überhaupt, sind sie Demande dafür, das kann man sich freuen, wie weit das in der Praxis umgesetzt kann gehen. Großzügige Männer als Persönlichkeitsrechte. Wir sind an einer Zeit, wo wir immer konfrontiert sind mit dem Wunsch zu einer totaler Transparenz.
Jidere will alles wissen, über Jidere, über alles, was an der Verwaltung geschieht. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem, nicht nur für den Umgang damit zu definieren, aber auch für die Konfliktfelder aufzustechen zwischen dem Wunsch nach Transparenz und Wissen, den zum Teil natürlich auch justifiiert ist, aber dem genauso justifierten Interesse von den Leuten für ihre Privatsphäre dürfen zu schützen. Und wenn wir nur von Archive schwätzen, da muss man auch an die Diskussion über den Internet denken in der Blick. Du hast ganz lange gestritten gegeben droit à l'oubli zum Beispiel. Ein Mensch, den für sich das Recht beansprucht, auch dürfen aus dem Internet zu verschwinden. Als da nicht ein droit à l'oubli irgendwie auch ein Sujet für Archiven, wenn man einem Mensch Recht gehen, nicht mehr konsideriert zu gehen, wie weit geht das? Als das just für den elektronischen Teil vom Archivage, von dem was man auch aus sozialen Medien oder so betrüchten, oder nicht auch eine dokumentarisch-archivarisch Dimension, wenn man das Recht an einem Mensch gehen, das dann auch da kann vergessen. Das ist ein Opferfroh, und das wird doch eine Diskussion gehen, die wahrscheinlich ein Kehr gefeiert wird. Aber mich schlimmer als in diesem Gesetz auch den Umgang, wie man mit den Leuten umgehen, die am öffentlichen Leben stehen. Hier gibt es Ausnahmen zum Schutz von der Privatsphäre, sind die justifiiert. Am Text steht, den Direktor von den Archiven kann die Decision holen, wenn eine Demande möchte für eine Recherche oder ein Travail scientifique zu machen, über eine bestimmte Person, die am öffentlichen Leben steht, da kann das schon zu seiner Lebzeiten geschehen, wobei ich muss feststellen, dass Recherche und Travail scientifique, das Scientifique kein S hat. Das heißt, das kann eine Recherche sein, même non scientifique, d'après les termes de la loi. Dafür muss ich noch gucken, was geteilt gefragt. Am Rapport steht eine Biografie zum Beispiel, dort zitiert. Wenn ich also will, eine Biografie über einen Mensch, einen lebenden Mensch, den am öffentlichen Leben steht, schreiben, dann habe ich die Möglichkeit, in dem sein Privatdossier herunterzukommen. Am Gesetz steht, weil das keine exzessive Verletzung für seine Privatsphäre ist. Wer dezidiert das? Wie seht, wer das eine exzessive Verletzung von meinem Privatleben? Das kann doch nicht mehr der Betroffenen selber machen. Mit der Betroffene selber muss das nicht machen. Es geht durch, wenn die Demande möchte, kann den Intérêt public erklären. Wir haben also hier eine lebende Person, die in der Öffentlichkeit steht, der hier Privatleben kann, öffentlich ausgepackt gehen, von irgendein, der eine Recherche oder eine Biografie will, schreiben, wie der Rapport möchte, ein Intérêt public justifiiert, das geht zu weit. Ich meine, auch eine Person, die am öffentlichen Leben steht, hat ein Recht auf eine Privatsphäre, und die soll man schützen. Es ist eine Decision administrativ, also muss der Rekurs möglich sein, d'après le droit commun. Über eine Rekurmöglichkeit gegen die Decision vom Direktor von den Archiven steht nicht am Gesetz. Sie muss aber da sein. Selbstverständlich muss eine Person sich dagegen wehren, dass Privatsachen an die Öffentlichkeit gedroht gehen, weil dann irgendwie meint, das wäre nötig. Eine andere Lakune an diesem Gesetz, das ist die diplomatische Dimension, die wir in der letzten Zeit mit DAX in der Chambre diskutiert haben. Wir haben eine Reihe diplomatischer Archiven zu Lützeburg, die nicht national sind. Wir haben die von der Westeuropäischen Union, wir haben die vom Europäischen Patentamt, wir haben die von Estland. Es wäre sicher nicht schlecht gewesen, wie zu überlegen, auch im Kader von einem Archivgesetz, ob nicht extra Dispositionen sollten das begleiten, was man in internationale Konventionen mit den Ländern oder mit den Institutionen aufgemacht haben. Eine letzte Kategorie von Zweifel auf Fragen, die man stellen, dass die von den Delayen, das an Eisen nicht normal. Also nicht normal für uns, für das Regierung, also das anscheinend aber, dass man die Delaye von der Publikation von geheimen Dokumenten, die die nationale Sicherheit betreffen, auf dieselbe Niveau stellen für die Publikation von kommerziellen und industriellen Donnerien. Das weist allerdings die ganz laschen, irresponsablen Umgang mit sensiblen Informationen, die das Regierung hat. Wenn ich so zusammenfassen, da soll ich nachdenken, dass wir also deutlich begrüßen, dass man das Gesetz zu mir hat nicht gern gestimmt. Aber wie können wir ein Gesetz stimmen, weil auf wichtige Punkte als nationale Sicherheit, auf allem auch der Schutz der Privatsphäre von den Bürgern so schwere Verletzungen, so schwere Lakunen hat. Und dafür werden wir als bei diesem Gesetz enthalten, und nicht gern, so sehr wie möglich, ein Kehr auf die Liste stellen.